So Freunde, willkommen zurück zu Anno 1800, diesmal wieder ganz normal auf Hochdeutsch. Und ich habe das Spiel neu gestartet. Man sieht aber, es hat nicht viel gebracht. Wir sind noch alle irgendwie in Zeitlupen unterwegs und so. Habe sogar mal die Grafik-Settings zurückgestellt. Okay, so geht's aber wieder. Wir müssen weiter ausspielen. Ich glaube, es wird mal Zeit, mal da ein bisschen zu gucken, ob ich irgendwie auch zu viel Müll rumliegen habe auf der Festplatte, generell halt. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, das könnte mir sonst ein bisschen das Knick brechen hier. Egal, anderes Thema. Wir machen hier weiter. Da ist noch der hier. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen. Ne, wir haben eine letzte Folge vor allem damit begonnen, mit der fortschrittlichen Kaffeerösterei. Wo ich mich immer noch darüber aufrege, wieso ich jetzt das nochmal erforschen muss und das nochmal bauen will. Einfach weil es für mich persönlich keinen Sinn macht. Dass das immer und immer wieder irgendwie bauen muss. Aber gut, ist jetzt halt so. Shit happens, kann man es nicht ändern. Was ich halt noch ein bisschen gucken muss, ist hier mit dem Schneidergeschäft und so. Wir haben ja hier eine Handelskammer, die vor allem dafür zuständig ist, obwohl wir eigentlich zu viele Waren hier haben. Ist das noch so? Weil sonst wird immer langsam Quarz sein, 750 Jahre kommen. Die Lager sind voll. Dann machen wir so den jetzt mal. Klar, Produktivität plus 50 ist geil, aber werfen den mal raus. Behalten den und positionieren den vielleicht mal irgendwie hier in der Nähe. Zumindest für später, weil jetzt muss ich erst mal noch gucken, was eigentlich hier los ist. Ich meine, die haben hier alle Strom, schön. Liegt es einfach an dem hier oder woran jetzt genau? Weil generell haben die hier... warte mal, ich kann es ganz kurz testen. Ah ja, okay, schon der. Wie es zu erwarten war. Okay, Leute, was machen wir in der heutigen Folge? Ich meine, einerseits ist klar, wir haben ja bereits angefangen mit dem Erforschen für die Baumwollstoffe. Oder? Ist doch so. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Baumwollproduktion in der alten Welt, genau. Das ist soweit ja auch in Ordnung, gar kein Thema. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie ich es hier noch besser optimieren kann. Ich meine, hier habe ich mal Kraftwerke hin platziert, dann mir so, hey, coole Idee. Denke ich mir heute so, jo, vermutlich schon, aber naja. Können auch weg. Irgendwie generell schon cool. Auch eben der Metzgerei, dass ich das irgendwie hier habe. Wobei, warum die Metzgerei unbedingt da unten, weil ich halt einen Strom brauche. Man sieht es ja auch hier an den Würsten, die wieder ein bisschen steigen. Also das funktioniert soweit ja perfekt. Ich meine jetzt so, ich meine, nur weil die jetzt die hier positioniert haben, ist nicht irgendwie so, dass es jetzt viel bringt oder so, versteht ihr? Heißt also, wäre eine Option, das vielleicht auch noch irgendwie zu verschieben irgendwo hin. Oh, Entschuldigung. Kam gerade ans Mikro. Die Schweinezucht. Hallo Spiel. Jetzt bitte nicht rumlegen. Nicht jetzt. Danke. Wenn ich hier gerne ein bisschen mehr Platz hätte. Zum Beispiel sage, hey komm, der kommt jetzt dahin. Kannst genau einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, hier ist doch auch cool. Dafür muss ich hier noch ein Ding neu platzieren. Okay. Das wird sogar funktionieren. Der kommt direkt daneben. Da natürlich auch neu positionieren. Direkt so. Perfekt. Das Schienennetz wird, glaube ich, auch irgendwie anders nachher positionieren. Aber dazu erst gleich. Was haben wir hier? Beeinflussmetzgerei. Aha, natürlich auch die. Beeinflusstierhöfe. Also könnte, wenn ich es nach oben verschiebe, ja auch die hier oben noch irgendwie ist das aufregend? beeinflussen. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Beeinflusskirchen. Kirchen, er braucht schon Kirchen. Kirche. Er braucht schon die Kirche.
Jetzt aber zum Beispiel sagen, ich will die alle hier oben haben. Andererseits fragen wir nicht gerade alle. Das wird theoretisch auch gehen und den dafür dann... Was ist das überhaupt für einer? Ah, auch so einer. Und ein bisschen hier undisponieren. Kann ab und zu nicht mal schaden. Dann haben wir die hier. Hier haben wir... Ja, wissen wir sowieso, dass wir zu viel haben. Das Lager ist voll. Ja, die sagen es bereits, Lager ist voll. Den positioniere ich jetzt dafür hier drin, was nicht geht, weil ich hier auch nochmal einen habe. Der Bäckerei beeinflusst, ja sogar zweimal. Unterhaltskosten weniger und Produktivität mehr. Alles anhalten. Gut, lassen wir mal das erste so, aber schieben nach oben. Auch ernsthaft. Keine Ahnung, ich glaube, die Mühlen aber sowieso nie. Doch, die auch, hä? Nee. Industriekapitän. Okay, nicht mal, hey? Okay. Was anderes, was beeinflusst? Gut. Das heißt doch aber eigentlich, dass er die auch irgendwo anders platzieren könnte. Das große Optimieren, hey. Das große Optimieren 2020. 21, sorry. Das wird ein Spaß, Freunde. Andererseits müssen wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben, wa? Bis wir Baumwollstoff und alles noch machen können. So. Hätten wir das hier jetzt auch. Mhm. Ich will das aber wirklich wissen, ey. Dass die davon beeinflusst sind, ja. Die sind ja gar nicht. Egal. So, hätten wir das. Was wir mal sehen hier. Volles Lager vom Glas, aber dafür hier wieder ein Problem. Mhm. Ja, Glas haben wir jetzt halt ein bisschen zu viel. Nicht wahr? Es ist halt so, shit happens. Ja gut, mit den Fenstern ist irgendwie sowieso so eine Sache. Wo selten was brauche. Apropos Fenster, warte mal. Wo ist er gerade? Hier. Ich wollte hier eigentlich wieder ein paar Ziegel abliefern, aber ich frage mich gerade, wofür überhaupt? Auch irgendwie das Depot vielleicht? Ich habe jetzt eigentlich alles soweit fürs erste gebaut, was ich hier so brauchte. Kann ich jetzt hier wieder ein paar Materialien zurückbringen? Vielleicht? Die gerade hier ein bisschen notwendiger sind aktuell. So. Den haben wir noch. Das Problem ist mit dem da oben. Alle Lebensmittelproduktionen gehören natürlich die Bäckerei auch dazu. Jetzt mal ganz ehrlich. Der klingt zwar im Prinzip nicht schlecht. Blappender Radio schon wieder. Nur mal ganz kurz ein Testen, sind jetzt die einen davon auch betroffen? Jo, Produktivität mehr, Brandgefahr minus 20. Muss sogar einige pausieren, weil ich zu viel davon. Also ganz ehrlich, kann man sagen, hey, den wieder ran. Kann die Maschinen. Weil ich ein bisschen weniger Produktivität habe, dafür lasst jetzt mal so. Einfluss Metzgerei, ja. Einfluss Bäckerei, weil die Unterhaltskosten sind relativ egal, wenn die jetzt weniger sind. Die kosten eh nicht viel. Den hätte er zwar irgendwie gerne drin. Vielleicht dafür Stadtierhöfe. Warte mal, Fischer.
Der Fleischermeister ist ja Unterhaltskosten weniger. Einfluss Großküche. Die haben wir hier oben ja auch. Was führt sie zu? Beziehungsweise. Bei so Nee. frühen Stimmt, die ist noch gar nicht hier. Die ist woanders. Könnte man dann sogar irgendwie so kombinieren mit den ganzen Tierhöfen, dass die alle jetzt hier irgendwie in der Nähe sind? Aber eventuell krass. Warte mal. Beeinflusst Tierhöfe, Gusseisener Ofen. Wenn ich die jetzt einfach alle mal entferne. Bäckereiproduktivität wäre im Prinzip cool. Das ist die Großküche. Die haben wir hier aber gar nicht. Die Großküche ist an einem anderen Ort. Weswegen eigentlich schon wieder? Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Strom zu tun, oder? Ja, mitunter hat es mit dem Strom zu tun. Die Rohre sind leer und warten auf Durchlauf. Mhm. Das geht mir ähnlich. Ja, wie sieht es dann generell aus jetzt mit dem Kaffee so mittlerweile? 53, oh, doch keine schlechte Menge. Da müssen natürlich jetzt hier Ding. Malz geht dafür kaum runter, ernsthaft. Das ist natürlich krass. So, wenn ich den jetzt ernsthaft hier positionieren würde, dann sage ich Ihnen wie Fensterfabriken, nee. Kartoffelhofen, Hopfenplantage. Und dann geht auch nicht. Hopfenplantage, beeinflusst Metzgerei, Unterhaltskosten, nee. Wäre eigentlich schon eher der hier, wa? Ich hätte sogar hier alle drin. So, und dann eben haben wir den Tierhöfe, die Produktivität. Das könnte man ja tatsächlich halt... Der zum Beispiel. Ja, der hat hier... wird davon profitieren. Ist jetzt ein bisschen besser. Alter, ey. Was habe ich bloß vor, Freunde? Weiß ich selber nicht ganz genau, aber wenn es Die klappt. Mühe war nicht vergebens, wenn du etwas dabei gelernt hast. Ich bin noch dabei mit dem Lernen, sorry. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, das höre ich immer wieder. Die Waffenruhe wurde beendet. Das höre ich auch immer wieder. So, warte mal. Kommt das alles weg? Den hier? Ja, das kommt. Das kommt doch langsam. Komm schon, komm schon! So, hier die ganzen Tier... Bei uns hängen wir den so positioniert. Was soll das? Oh, keine Tierhilfe mehr. Schade. Du, du, du. So. Der kommt dahin. Der kommt jetzt mal hier rein. Der kommt da rein. So, natürlich ist mir bewusst, dass die jetzt hier oben alle keinen Strom haben. Die Frage, ob wir das überhaupt momentan brauchen. Aber dazu gleich mehr. So. Täusche ich mich, da haben wir ein bisschen viele Tierhöfe. Nur mal so eine Frage. Hier so gemacht. Ja, aber hier muss es schon irgendwie ein bisschen Abstand zumindest haben, weil sonst geht es ja nicht. Aber ist kein Problem. Alter! Auch echt so viele Moment.
Müssen wir echt mal ganz kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Wie wir so viele Tierhöfe brauchen. Das ist ja Wahnsinn! Das große Optimieren 2000. Alter Schwede. So, man sieht es hier schon, oder? Das ist ja einfach eigentlich Eine too much. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, da gar keine Zeit für so einen Quatsch. Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay. Ist übrigens auf der gleichen Insel, insofern einfacher zu handhaben, behaupte ich jetzt einfach mal. So. Bist du hier unten? Nee, du bist da nicht mehr im Einzugsgebiet, wa? Aber ganz ehrlich, ich habe hier oben auch noch Platz, also... Ich pack die mal da oben Am hin. Ende bist du doch keiner von uns. Doch, 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 doch. Ich bin einer von dir. Hof ohne Felder? Du, 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 du. So. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neben hier mit der Produktivität, wohlgemerkt. Also, das ist schon leicht Schlag es übertrieben. aus, wenn du dich auch nach... So. Für 5 Stunden, das müssen wir hoffentlich ein bisschen Zeit verschaffen. Wir nehmen es. Ja, ist ja klar. Schwierig, schwierig, schwierig. Mit dem haben wir auch einen Friedensvertrag. Hä? Kriegen wir das irgendwie noch hin? Nahezu sicher. Wow. Uns geht das Material aus. Die Flammen wurden gelöscht. Sehr gut, danke. Das gerade richtig mitbekommen. Ihr habt kein fucking Mehl mehr? Ja, ich sehe es. Gut, Produktivität deswegen. Ist irgendwie klar, ich pausiere mal den hier hinten, komm. Wir machen hier nichts mehr, so wie Sie es gesagt haben. Du, 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 du. Und die Kohle sinkt, was irgendwie auch klar ist. Na komm. Lass mal da oben so, das soll mir fürs erste Mal reichen. Volles Lager, volles Lager, volles Lager. Mhm. Das sind eigentlich die Dinger hier. Die können dann eigentlich auch gut hier oben auch nochmal belassen. So, das ist halt die Frage mit den weiteren Schweinehöfen. Hast du nicht gesehen? Also wir müssen alles mal ein bisschen anders koordinieren und platzieren und sag mal. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Kann man hier aber überhaupt so viel brauchen? 4 von denen habe ich. Also mit Strom war es halt. Das müsste einer hinkriegen, hier irgendwie noch ein Kraftwerk zu platzieren. Hätten wir eines hier unten. Für die zum Beispiel. Und eben noch eins hier oben. Hier sind die Mitarbeiter das Problem. Unsere tollen Mitarbeiter. Mitarbeiter vor allem. So. Und ein bisschen Waren hier. Das Kraftwerk hier geht doch relativ weit rüber.
einfach generell gesehen wäre ein Kraftwerk in der Mitte sowieso nicht verkehrt. Ich meine hier zum Beispiel. Wie weit wird hier der Strom überhaupt gehen, so rein theoretisch? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Doch schon verdammt weit. Nein. Oh. Was zum... Okay. So, man kann ihn irgendwie anders positionieren. Wo ich aber sage, nee, will ich nicht. So, warte mal. Jetzt mal rein theoretisch, wenn wir das mal so machen würden. Das hier oben braucht es dann nicht mehr, genau. Warum es jetzt genau hier positioniert, aber weiß ich eigentlich auch nicht. War irgendwie ein bisschen doof. So. Aber ist doch scheißegal. Haben wir schnell korrigiert. Okay, warte mal. Ganz kurz rundherum zum Gucken. Jo. Ist gemacht, also muss ich erstmal da durchfahren. Ist das vernünftig, den hier oben zu platzieren? Ich meine, ich habe da ein Kraftwerk. Und ich habe hier ein Kraftwerk. Ich hätte den zum Beispiel... Zieht die Bremse. Ah, da wird das passieren. Startet die Maschinen. Den ich mal wegnehme, habe ich aber von hier oben. Und bis somit hier unten Strom. Während die natürlich ein bisschen am Arsch, sage ich jetzt mal. Sag mal. Das wiederum wird jetzt noch nicht funktionieren, dafür wäre es jetzt ein bisschen zu weit weg. Ist klar, ist klar. Und man generell muss einfach mal, ganz doof gesagt, jetzt mal testen, wie weit reicht hier der Strom. Der reicht immerhin irgendwie bis hierhin war. Das heißt, theoretisch würde ich jetzt ein Kraftwerk zum Beispiel hier machen irgendwo. Vielleicht irgendwo hier zum Beispiel sein. Es reicht zwar weit, aber noch nicht so weit. Na gut, jetzt haben wir natürlich gar keine Stromlieferung, natürlich ein bisschen schwierig. So, komm. Aber ich kann den ja noch ein bisschen runter und dann noch ein bisschen weiter hier rüber. Zum Beispiel hier hin. Hallo, Spiel! Alter! Das Spiel verarscht mich ein wenig. So. Wenn ich den jetzt mache. Jetzt hier ein bisschen doof, aber... Der ist ja auch ein bisschen doof platziert, ganz ehrlich. Naja, da muss ich noch ein bisschen gucken, aber jetzt generell, warte mal. Mir geht es eigentlich mehr darum, ob das jetzt funktionieren würde mit dem Strom.
Hier natürlich nur, sobald wir mal ein bisschen Strom liefern würden. Hm? So, komm schon, Party ist vorbei, ich muss langsam beenden. Come on, Spiel! Gib ein bisschen Gas! Anderen Zugskin? Ernsthaft? Okay, Imperialer. Ja, war klar, der liefert erstmal hier ab. Aber hier geht sowieso maximal eine 100, also... Dann geht er weiter und liefert es hier hin. Ja, komm. Liefer's aus, mach mal. Haben Sie vergessen, den Schalter umzulegen? Nö, jetzt ist er da. Perfekt, jetzt haben die alle Strom. Nicht gerade leichter, wenn jemand... Perfekt, die haben sogar alle Strom. Krass. Ist gar nicht eingespart. Sehr gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Die haben auch Strom, gehen wir vor allem die Würste. Wir kümmern uns. Und auch generell hier oben, die haben auch Strom. Ne, hier oben schon nicht mehr. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Okay, aber war gar nicht mal so schlecht im Prinzip. Hey, jetzt kann ich hier natürlich noch ein bisschen optimieren. Ich meine, den würde ich vielleicht sogar so belassen, wie er ist. Aber da die Mühlen selber brauchen, oder haben auch zu Strom, okay. Ich kann das mal so belassen. Vielleicht Bäckereien. Ne, kann man glaube belastet ja auch, weil wir haben sowieso zu viel Brot und so, also ist nicht so schlimm, wenn mal 1, 2 keinen Strom haben. Dann läuft es eigentlich so, die können wir glaube ich auch mal so belassen. Dann kann ich hier mal gucken, ob ich irgendwie die Nicht zu meckern bei der Stundenzahl. da reinschiebe. Würde zum Beispiel gehen. Dann mach's mit denen hier. Oder was ich hier sonst noch so mache. Und der auszufüllen natürlich schon ein bisschen doof, die Breite. Da kommt irgendwie nichts wirklich da rein. Nee, da passt irgendwie nichts. Na gut, die theoretisch. Melzerei. Wäre zwar eine Option, die auch darunter zu packen. Weil ich brauche natürlich auch das Gemahlene für den Kaffee. In der Manufaktur. Und vor allem nicht eigentlich nicht allzu knapp war, da wird sicher ein bisschen runtergehen. Wenn ich den auch hier rein platzieren würde, ich habe hier 3 Stück, die kann ich da oben lassen, weil ich habe genug Bier. Das ist kein Problem. Ich habe sogar da ein... Oh mein Gott. Und platziert den nachher 3 dahin. Ja, dann klappt das so, Freunde. Also, ich sage vielen Dank fürs Zusehen wieder mal. Bei Anno 1800 werden wir in der nächsten Folge hier ein bisschen weitermachen mit Optimieren. Und dann vor allem mit dem Kaffee mal gucken. Und dann endlich jetzt mal rüber schippern, weil das ist jetzt immer noch hier. Ich gebe dir eine Chance. Vermasse es besser nicht. Ich habe immerhin schon 80 Tonnen hier, aber geht natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Das ist klar. Gut. Du traust dich was. Das klappt schon, Freunde, das klappt schon. Und hoffentlich, ja gut, es wird so ein bisschen dauern, bis wir jetzt die Baumwollstoffe haben. Wir wissen, das dauert irgendwie 1,5 Stunden oder so. Vielversprechende Ideen liegen heute in der Luft. Nein, noch 50. Das geht. Das geht irgendwie. Mit der Kohle, ja, natürlich jetzt viel mehr Ausgaben, da ist auch klar. Ja, wird schon, wird schon. Ich meine, wir haben nur noch plus 17.000, hallo? 4,75 Millionen, ich kann da locker irgendwo bei ihm noch was kaufen, ne? Einen weiteren Anteil. Anteilswert 17.000 nochmal plus, also da würde er Himmel auch schon donnern zu werden, ne? Kann man da tot und dämlich oder doof und dämlich verdienen. Jo. Ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, was noch großartig hin soll, zum Gucken, was wir jetzt hier optimiert haben. Gehen wir da hin. Ja, natürlich jetzt alles irgendwie auf einem Haufen. Und vielleicht sogar, dass ich jetzt hier reingepackt habe, um die verschiedenen Güter und so zu optimieren, vielleicht sogar noch weiter optimieren und so. Mal gucken.
Aber jetzt beginnt der große Umschwung vorne. Ich habe gesagt, in der letzten Folge Revolution, Fortschritt. Und den brauchen wir einfach. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Egal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800 im Land der Mühlen. Naja, mehr oder weniger zumindest. Moment, habe ich irgendwo ein besseres Bild zum Beenden? Nein, ich will ein besseres Bild haben. Der köpft mich gerade. So, ciao zusammen.